Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, es gibt auf dem FC Bayern YouTube-Channel 70 Jahre, 20 Motive, so denkt und lebt FC Bayern Präsident Herbert Hainer. Da gehen wir jetzt mal rein, weil ich weiß, Herbert Hainer ist ja bei vielen jetzt nicht so super beliebt. Vielleicht bekommen wir da mal ein bisschen Einblicke und vielleicht wird er uns ja ein bisschen sympathischer. Von daher würde ich sagen, mache mich mal ein bisschen größer, gehen wir mal rein. Der FC Bayern ist zu einer zweiten Heimat für mich geworden. Ja, da sehe ich noch relativ jung aus. Es war schon ein bewegender Moment für mich. Wenn es den Begriff Familie noch nicht gegeben hätte, dann wäre er da erfunden worden. Das ist der Gussofen, die Kneipe, die ich mit 24 Jahren betrieben habe. Der FC Bayern München gibt so vielen Menschen eine Heimat und das ist, glaube ich, unser Auftrag. Ich kann meinen Traum leben bei einem der größten und besten Fußballclubs der Welt. Das ist Dornwang, das ist die Gemeinde, in der ich geboren und aufgewachsen bin und in diesem kleinen Seelendorf mit, glaube ich, knapp 1000 Einwohnern groß geworden. Ich bin ja am 3. Juli 1954 geboren, einen Tag vor dem Wunder von Bern. Mein Vater war ja auch sehr fußballbegeistert und ich vermute mal, er wollte das Spiel am nächsten Tag sehen. Deswegen hat sich meine Mutter beeilt, dass ich einen Tag vor dem Endspiel auf die Welt gekommen bin. Meine Kindheit war sehr dörflich geprägt, würde ich sagen. Meine Eltern hatten eine Metzgerei und ich hatte zwei Brüder, einen älteren und einen jüngeren. Und wir waren alle drei immer sehr Fußball- und Sportbegeistert. Mein älterer Bruder wurde dann Sportlehrer am Gymnasium in Dingolfing, mein jüngerer Profi bei 1860 München. Und ich habe auch Fußball gespielt. Und so sind wir groß geworden. Deswegen haben wir immer so eine gewisse Antisympathie zum Herbert. Schule und Fußball und dann natürlich auch zu Hause mitgeholfen. Das ist bei einem Basketballspiel des FC Bayern. Anscheinend haben wir da sehr gut gespielt, weil wir alle jubeln. Das ist ein unheimlich schönes Bild, weil ich glaube, das zeigt auch, was beim FC Bayern so groß wirkt. Das ist die Leidenschaft für den Sport, die Begeisterung, der Teamgeist. Ich sehe Uli Hoeneß hier sitzen. Ja, sehr, sehr schön. Dankeschön, Dankeschön. Wir sind jetzt seit mehr als 10 Jahren professionell unterwegs mit dem Basketballsport und Basketball gibt es seit vielen Jahrzehnten beim FC Bayern und deswegen finde ich, passt es auch unheimlich gut dazu. Es ist sehr schwer, in der Kürze der Zeit die Bedeutung von Herrn Hainer für den Basketballverein aufzuzeigen. Das Wichtigste ist, dass Basketball immer eine große Rolle gespielt hat oder immer noch spielt und ich finde, unabhängig vom Basketball, dass er vor allem im sozialen Bereich zusammen mit Benny Volkmann und seinen Präsidiumkollegen unglaublich viel nach vorne gebracht hat. Vor allem im Dialog mit den Mitgliedern, die ja natürlich so wichtig sind für diesen Verein. So viele soziale Themen nach vorne geschoben hat. Und was das Basketball angeht, ich kann mich nicht einmal erinnern, dass wenn wir oder ich ihn gebraucht habe, es gab nie die Aussage, ich habe jetzt keine Zeit. Und das ist 365 Tage im Jahr, ist nicht so einfach. Und deshalb ist die Unterstützung immer bedingungslos von ihm gewesen. Und dafür, das wissen wir alle und sind sehr, sehr dankbar dafür. Das ist ein Bild, wenn ich das recht im Kopf habe, bei der Wahl, als ich zum Präsidenten gewählt wurde und wir Uli Hoeneß zum Ehrenpräsidenten ernannt haben. Auch ein sehr schönes Bild, alles in 3 Streifen und Bayernrot. Das sind 2 Dinge, die ich unheimlich schätze. Ja, anscheinend scheint er ja echt einen guten Job zu machen als Präsi, ne? Für uns natürlich von außen oder gerade für die nicht in München wohnen und Umgebung, da sehr, sehr schwer immer alles so mitzukriegen vielleicht auch, ne?
Es war schon ein bewegender Moment für mich, dieser 15. November, weil auf der einen Seite ich ein unheimlich leidenschaftlicher FC Bayern-Fan bin und den Verein ja seit Jahrzehnten begleite. Und auf der anderen Seite habe ich nie daran gedacht, Präsident beim FC Bayern München zu werden. Ja, es war ein bewegender Moment. So, dann greifen wir mal hier rein. Das ist ein Bild der Metzgerei von meinen Eltern. Wie ich schon gesagt habe, komme ich aus einem kleinen Ort. Meine Eltern hatten eine Metzgerei und keiner von den 3 Jungs hat die Metzgerei übernommen und sie wurde dann verpachtet an die Metzgerei Pflügel. Alle 3 Jungs mussten vor allem in den Ferien immer mitarbeiten zu Hause und das war ganz normal. Da gab es schönere und weniger schönere Tätigkeiten. Ich war am liebsten im Laden hinter der Kasse gestanden und habe die Rechnungen ausgedruckt. Aber das war bei uns ganz normal, dass alle mitarbeiten. Ist halt so, ne? Wenn er auf so einem Dorf aufwächst, ist das völlig normal, ey. Der ist recht in der Zeit. Das ist ein Bild von mit Franz Beckenbauer 2006 bei der Weltmeisterschaft in Deutschland. Unheimlich tolle Erinnerungen, die ich da habe an das Sommermärchen, aber vor allem an Franz. Ich habe Franz ja vor etwa 30 Jahren kennengelernt, damals als ich zu Adidas kam. Und aus dieser, ich würde mal sagen, geschäftlichen Beziehung ist dann eine echte Freundschaft geworden. Ich muss sagen, ich erinnere mich immer gerne an die Begegnungen mit ihm und wir waren auch viel zusammengesessen und haben über Fußball geredet. Ich habe natürlich mehr zugehört und den Franz reden lassen, weil er deutlich mehr Ahnung hatte. Aber es war immer eine angenehme Atmosphäre. Bei Franz hatte ich immer das Gefühl, er behandelt dich auf Augenhöhe. Ganz egal, ob du jetzt, er mag dich, er schätzt dich. Es gibt keinen größeren Fußballer beim FC Bayern oder Fußballer vielleicht, aber Persönlichkeit. Der Kaiser steht über allem. Also. Ganz toller Mensch. Das ist ein Bild aus der Allianz Arena mit dem gehörlosen Fanclub. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir angefangen haben, die Spielernamen in Gebärden auch auszudrücken, sodass sie auch jeder im Stadion dann sehen kann. Das ist echt beeindruckend zu sehen. Ich habe ja zu Beginn meiner Präsidentschaft gesagt, dass ich der Präsident für alle sein will. Damit meine ich für alle Sportler unter dem Dach des FC Bayern München, auch für die Amateurabteilungen wie für die Profis, aber genauso gut für alle Fans und alle Mitglieder des FC Bayern München. Und wir haben ja unter dem Dach Rot gegen Rassismus eine große Initiative vor 4 Jahren gestartet, wo wir unter anderem auch Inklusion sehr, sehr stark in den Vordergrund stellen. Und für mich ist das sehr, sehr wichtig, weil ich eben will, dass alle Menschen teilhaben können an der Begeisterung, an der Leidenschaft für den FC Bayern München und mit dem FC Bayern München. Sag ich ja, ich glaube, man kriegt gar nicht alles so mit, was der Herbert so für den Verein so leistet. Ja, ich bleibe trotzdem bei der Meinung, man sollte sich halt dann bei der Fußballabteilung vielleicht einfach ein bisschen zurücknehmen. Da sind so viele starke Persönlichkeiten schon. Na klar hat er das Recht, auch als Präsident dann mal was zu sagen, aber das war ja in der Vergangenheit nicht wirklich glücklich. Ja, wenn er was gesagt hat, ist er ja meistens ins Fettnäpfchen getreten und von daher sollte er sich da vielleicht ein bisschen zurücknehmen. So macht er ja jetzt hier gerade einen sehr sympathischen Eindruck, ne? Und ich denke, man merkt, dass er weiß, wovon er redet. Und wenn er da seit 10 Jahren Präsident ist, sollte er das natürlich auch wissen. Also, ja. Dann schauen wir. Ja, das ist ein Bild aus Leverkusen, wo wir vor einigen Wochen die deutsche Meisterschaft mit den Frauen gefeiert haben. Es waren sehr, sehr schöne Momente hinterher dann mit den Frauen zusammen den Sieg zu feiern und die deutsche Meisterschaft. Und die haben sich das auch mehr als verdient. Die Frauen sind ja ein unheimlich guter und wichtiger Botschafter für den FC Bayern München. Den Frauenfußball gibt es jetzt seit über 50 Jahren beim FC Bayern. Und da gibt es 2 Personen, die ich da speziell nennen will. Das ist auf der einen Seite Karin Danner und jetzt in den letzten Jahren Bianca Rech. Herbert Hainer hat eine sehr große Bedeutung. Ich erinnere mich sehr gerne zurück an unsere erste Begegnung, wo er von Anfang an absolut unterstützend gegenüber den FC Bayern Frauen war und immer wieder auch gerne vorbeikommt, immer ein offenes Ohr für uns hat, sich gerne mit uns austauscht, möchte auch immer wieder auch auf dem Laufenden bleiben und hat für uns eine große Bedeutung. Ist sehr oft bei den Spielen und zeigt eben ein sehr, sehr großes Interesse für den Frauenfußball und da sind wir ihm natürlich auch sehr dankbar. Ja, so muss das aber auch sein. Ne? So muss das sein, wenn du Vereinspräsident bist, musst du gerade
ja, ich sag mal, die Sportarten oder die Mannschaften auch ein bisschen mal in den Vordergrund rücken und stärken, was der Männerfußball halt alles überstrahlt. Er überstrahlt ja nun mal alles. Ne? Das hier ist ein Bild, das die Sebener Straße zeigt, meine neue Heimat, da ich ja seit 4,5 Jahren Präsident bin und da auch mein Büro habe und jetzt sehr viel häufiger an der Sebener bin wie früher. Ein Ort, der sehr geschichtsträchtig ist, würde ich sagen, die Heimat des FC Bayern München. Ja, dieses Bild zeigt Da haben sie aber einen harten Cut gemacht. die Unterzeichnung des Vertrages, als Adidas damals 10% der Anteile an der FC Bayern München AG gekauft hat. Ich noch mit Schnurrbart damals, es muss also vor 2004 gewesen sein, weil ich mir damals den Schnurrbart abrasiert habe. Das war ein, ja, ich würde schon sagen, sehr, sehr interessanter, aber auch wichtiger Moment in der Geschichte von Adidas und auch des FC Bayern München. Für Adidas war klar damals, dass der FC Bayern so wichtig ist für Adidas. Die ganze Geschichte von Adidas ist ja auch mit Bayern aufgebaut. Und deswegen war uns immer klar, dass Adidas und FC Bayern Die guten alten Fußballschuhe Franz Beckenbauer von Adidas. zusammengehören und unzertrennbar sind. Adidas ist ja im Prinzip der mit Abstand größte Teil meines Berufslebens. Ich habe ja nur 2 Arbeitgeber gehabt, zuerst Procter & Gamble und dann 30 Jahre bei Adidas. Und Adidas ist nicht nur ein Arbeitgeber gewesen für mich, sondern auch meine Leidenschaft für den Sport. Das ist ein Traum gewesen für mich. Auch da gecuttet. Das ist der Gussofen, die Kneipe, die ich mit 24 Jahren betrieben habe. Ich war ja damals Student im letzten Jahr meines Studiums und war oft in München bei meinem Onkel und habe damals die Pilzkneipen gesehen, wie die entstanden sind, dass es nicht mehr Wirtshäuser gab mit Tischen und Stühlen, sondern es gab auf einmal Kneipen mit langen Tresen, die Leute standen davor und haben aus 0,2 Liter Gläsern Pilz getrunken und das hat mir so gefallen, dass ich gesagt habe, Mensch, das könnte ich auch machen und habe dann mit einem Freund von mir zusammen den Gussofen in Dingolfing aufgemacht, eine Pilzkneipe. Die haben wir deswegen Gussofen getauft, weil wir einen Gussofen als Heizelement hatten und wir hatten 6 Tage geöffnet. Ich war 3 Tage hinter der Theke und mein Freund 3 Tage hinter der Theke gestanden. Und mir hat es immer viel Spaß gemacht, mit Menschen zusammen zu sein und das hilft mir auch jetzt als Präsident des FC Bayern München unheimlich. 2025, es ist ja immer schwierig in die Zukunft zu sehen, aber eins ist klar und das haben wir in diesem Jahr wieder gelernt, der FC Bayern München gibt so vielen Menschen eine Heimat. Und das ist, glaube ich, unser Auftrag und das, was wir als Verantwortliche beim FC Bayern auch erfüllen müssen. Wir haben jetzt über 360.000 Mitglieder. Alleine 30.000 neue Mitglieder in diesem Jahr sind damit mit Abstand der mitgliederstärkste Verein. Und diese 30.000 neuen Mitglieder in diesem Jahr sind ja nicht gekommen, weil wir sportlich so erfolgreich waren. Wir haben ja eine durchwachsene Bundesliga-Saison gespielt und sind am Ende nur Dritter geworden nach 11 Mal. Aber das ist wieder, was ich meine, ne? Man sagt jetzt als Präsident, das finde ich auch ein bisschen schade, als Präsident des FC Bayern, ja, obwohl wir sportlich nicht so erfolgreich waren, wenn ich mich nicht alles täusche, sind wir im Basketball Deutscher Meister geworden, im Frauenfußball, ich weiß nicht, welche Titel wir sonst noch geholt haben, also das ist halt, was ich meine, so der Männerfußball überstrahlt hat leider alles, ne? Deutscher Meister und trotzdem sind so viele Menschen zu uns gekommen, um Mitglied zu werden, wie in den letzten 10 Jahren nicht. Und das zeigt nach meinem Dafürhalten, dass der FC Bayern auch außerhalb des Spielfeldes vieles richtig macht, dass wir den Menschen eine Heimat geben, dass wir mit unseren Werten, die wir nach außen tragen, Respekt, Toleranz, Leidenschaft, Teamgeist, Familie, Zusammenhalt, dass wir damit vielen Menschen eine Heimat geben und gerade in diesen unsicheren Zeiten, die wir ja im Moment. Da stimme ich ihm zu, da gibt es auch nichts zu kritisieren, ne? Da macht der FC Bayern schon immer gute Arbeit, auch was man außerhalb von München so mitbekommt, wenn man sich da mal ein bisschen beschäftigt. Das Problem ist oder war, dass die große überstrahlende, die Männermannschaft das halt immer alles überstrahlt und man da halt dieses Gefühl komplett vermisst hat in den letzten 2 Jahren, ne? Das hat das vielleicht so ein bisschen angekratzt, was natürlich nicht fair ist.
Ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Also, weil was der Verein halt alles macht, Rot gegen Rassismus und so weiter. Irgendwelche Hilfestellungen, unkomplizierte Sachen. Franz Beckenbauer Stiftung zum Beispiel, wo der Franz gestorben ist, dann die Fanartikel zu verkaufen, wo der Erlös direkt in die Stiftung ging und so weiter und so fort. Da gibt's ja ganz, ganz viele Sachen und das ist auch wichtig und richtig. Ne? Nimmt zum Beispiel auch sportlich gesehen nur die World Squad-Geschichte. Ist halt auch nicht selbstverständlich, dass man sowas tut. Und dann auch da die Jungs so weit weiter begleitet, auch wenn sie nicht für den FC Bayern interessant sind. Ja, sportlich gesehen jetzt, ja, dass man sie trotzdem auf ihrem Weg weiter unterstützt. Also das ist schon richtig, wichtig und gut so. Haben, glaube ich, ist es auch ein Auftrag für den FC Bayern München und den erfüllen wir, glaube ich, ganz gut. Und deswegen kommen auch so viele Menschen zu uns. Das ist ein Bild, das sehr, sehr schön zeigt, dass der FC Bayern nicht nur Fußball ist, sondern dass wir auch viele andere Abteilungen haben, wie zum Beispiel Hand. Und sogar sehr erfolgreich im Kegeln, glaube ich. Ball, Schach, Kegeln. Und auch das ist eine Verpflichtung des FC Bayern, nach meinem Dafürhalten. Menschen, die gerne Sport treiben, aber eben nicht Fußball als ihre erste Sportart ausgewählt haben, eine Heimat zu geben. Und wir sind mit unseren Amateurabteilungen auch ganz erfolgreich. Ja. Kriegt man ja immer wieder nur so ein bisschen mal für Jahreshauptversammlungen mit, ne? Aber so ist das halt, wenn du ein Fußballclub bist, wo der Fußball halt alles überstrahlt. Ich meine, der Basketball hat sich ja ein bisschen emanzipiert mittlerweile. Frauenfußball rückt auch weiter in den Vordergrund und das ist sehr schön. Das ist ein Bild aus dem Grünwalder Stadion, da kann ich mich unheimlich gut erinnern, auch die Perspektive, weil ich oftmals hinterm Tor gestanden bin. Mein Onkel hat mich damals an die Grünwalder mitgenommen und gegenüber sieht man die Häuser mit 6, 7 Stockwerken und da saßen die Menschen an den Fenstern und haben rausgeschaut und ins Stadion reingeguckt. Tolle Erinnerung, ich war als kleiner 60er, muss ich fairerweise sagen, und so ist auch das haben wir ja schon mitgekriegt, dass da so ein bisschen 60 mitschwingt. Meine Leidenschaft für Fußball weiter gewachsen und ich denke, das war so der Grundstein, um später mal beim FC Bayern München tätig zu sein. Die Begeisterung für Bayern München immer stärker gewachsen und ich würde mal sagen, Mitte der 70er, als wir 3-mal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben und vor allem durch Franz Beckenbauer bin ich dann ein absoluter Bayern-Fan geworden und da erinnere ich mich gern daran. Ja, das hier. Das ist ein Bild, als ich damals beim FC Otterring in der Bezirksliga gespielt habe. Ich glaube, ich wurde auch Torschützenkönig. Ja, da sehe ich noch relativ jung aus. Ja, hier und auch damals schon mit Schnurrbart sehe ich. Diesen Traum hatten wir alle als kleine Jungs, mal Profifußballer zu werden. Unsere Idole haben wir im Fernsehen gesehen. Ich kann mich sehr gut erinnern an die Weltmeisterschaft 1966 in England, als wir damals das Finale verloren haben. Da habe ich geweint vor dem Fernseher. Aber es war dann relativ schnell deutlich, dass mein Talent dazu nicht ausreicht. Das ist ein Bild mit Uli Hoeneß von einer Veranstaltung hier in München, Zusammenreißen, von Till Hoffmann organisiert. Eine Veranstaltung, die unheimlich gut in das Bild des FC Bayern passt, Rot gegen Rassismus, eben aufzustehen gegen Rechtsextreme, gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung. Richtig so, richtig und wichtig. Und ich denke, das Bild zeigt sehr gut, wofür der FC Bayern steht und für was wir uns auch einsetzen. Und dass wir da auch Flagge zeigen. Ich kann mich noch gut erinnern, Isaac Bonga, unser Basketballspieler, hat eine sehr beeindruckende Rede gehalten. Und es wurde auch sehr gewürdigt. Sowas finde ich auf der einen Seite unheimlich wertvoll, auf der anderen Seite gehört es aber auch zum FC Bayern München, dass wir unsere Strahlkraft für solche Dinge einsetzen. Ja, nochmal wichtig und richtig. Das ist das alte Olympiastadion, da habe ich viele Erinnerungen. Damals, als der FC Bayern wirklich ins Rampenlicht des Weltfußballs getreten ist mit diesen 3 Siegen im Europapokal der Landesmeister und vor allem auch mit den Spielern, ganz egal ob es Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Uli Hoeneß, Paul Breitner waren. Das waren herausragende Fußballer, die ja nicht nur den FC Bayern, sondern auch die deutsche Nationalmannschaft geprägt haben und uns dann geholfen haben, auch eben Weltmeister zu werden. Und das ist alles im Olympiastadion passiert.
Das ist beim Joggen durch den englischen Garten. Ich wohne ja nicht weit vom englischen Garten weg und bin sehr oft dort und auch beim Laufen, Joggen oder Spazieren gehen. Das hält einen jung und fit. Und gerade im englischen Garten, finde ich, ist es unheimlich schön, weil es in einer Weltstadt, in einer Großstadt so eine Idylle zu haben und die auch dann noch fußläufig zu erreichen, ist sehr, sehr schön. Sport ist wirklich die Sache, bei der ich unheimlich gut abschalten kann. Das ist unheimlich entspannend, das macht den Kopf frei. Hat mir auch, muss ich sagen, unheimlich geholfen, wieder neue Dinge zu denken. Es ist manchmal passiert, dass ich nach dem Laufen nach Hause kam und mir sofort aufgeschrieben habe, welche Gedanken mir beim Laufen gekommen sind. Manchmal habe ich gedanklich Reden für mich vorformuliert, weil das unheimlich befreiend war und auch den Geist angeregt hat. Und darum mache ich heute auch nach wie vor sehr, sehr gern Sport. Sport machen, Sport anschauen. Ich gehe zum Beispiel unheimlich gern zu Sportveranstaltungen oder schaue mir Sport auch im Fernsehen an. Ich bin ja ein unheimlicher Sportfan. Ja gut, wenn du Präsident eines Vereins bist, musst du halt auch Sportfan sein, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Wa? Früher alle deutschen Olympiasieger, der Dressurreiter von Josef Neckermann über Dr. Rainer Klimke, Lieselot Linsenhoff und aufzählen. Aber Sport ist wirklich was mich unheimlich befreit. Wenn ich Urlaub habe, dann lese ich auch gerne. Das mache ich aber wirklich fast nur, wenn ich Urlaub habe, weil wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, dann lese ich das von A bis Z durch. Ich kann das nicht über 3 oder 4 Wochen und dann immer wieder ein paar Seiten lesen, sondern dann bin ich so gepackt, dass ich das durchlese und das mache ich im Urlaub unheimlich gerne. Das ist ein Bild aus einem Treffen mit einem Fanclub, wo ich mit Fans diskutiere. Auch das ist was ich unheimlich gerne mache, Fanclub-Besuche, um rauszugehen. Auf der einen Seite, um die Fans und die Mitglieder zu würdigen, denn wenn man sieht, was die auf sich nehmen, nicht nur an finanzieller Belastung, sondern auch an persönlichem Engagement. So auch zu den Heimspielen, war. Wie so bei jedem Heimspiel sind. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass es bei solchen Gesprächen immer wieder neue Ansatzpunkte gibt für das, was wir beim FC Bayern besser machen können. Denn wir an der Säbener sind ja manchmal in so einem Elfenbeinturm und sehen nur von Samstag zu Samstag, was müssen wir machen, damit wir nächsten Samstag gewinnen, dass wir Deutscher Meister werden und vergessen oftmals die Dinge wie Ticketing, Einlasskontrollen, wie Rollstuhlfahrer am besten in der Allianz Arena zurande kommen. Und gerade bei solchen Treffen kriege ich unheimlich viele Anregungen mit und deswegen haben wir auch in der Zeit, seitdem ich Präsident bin, diesen Austausch mit den Fans stark gefördert. Wir machen Mitgliederstammtische, wir gehen raus zu den Fanclubs, wir laden sie ein, wir machen Präsidenten-Schafkopfe. Unseren Arbeitskreis Fan-Dialog haben wir deutlich ausgeweitet, um da auch die Ideen reinzubringen. Und ich glaube, das wird auch sehr geschätzt von den Fans, zumindest das Feedback, das ich kriege. Wir sind dazu da, um eure Fragen zu beantworten und euch zu erklären, warum wir bestimmte Dinge tun. Es ist auf der einen Seite unheimlich schön, auf der anderen Seite auch Verantwortung, dass so viele Menschen zum FC Bayern kommen, da ihre Heimat finden. Und das muss man sich mal vorstellen, 360.000 Menschen. Und die kommen ja nicht nur aus Bayern oder aus München, sondern die kommen aus der ganzen Welt. Bis nach Asien, Amerika, überall gibt es Fanclubs und Fans des FC Bayern München. Und es ist auch Verantwortung für uns, diesen Ansprüchen gerecht zu werden und den Fans für ihren Einsatz, für ihr Engagement zu danken und auch mit Leistung und mit Freude dann das zurückzuzahlen. Wahre Worte, ne? Das ist ein Bild aus der Allianz Arena, das muss im Winter gewesen sein, weil ich den Mantel anhabe. Ich kann meinen Traum leben, bei einem der größten und besten Fußballclubs der Welt zu sein, dann noch Präsident. Also da gibt es schlimmere Dinge im Leben. Herbert Hainer ist ein Aufsichtsrat. Chrissy, Alter. Der Mann, der sich am besten verkaufen kann. Ratsvorsitzender und Präsident, der im Club nochmal auch wieder seine eigenen Akzente setzt. Es gibt Themen, die ihm sehr, sehr wichtig sind. Eines seiner ganz großen Themen ist unsere Kampagne Rot gegen Rassismus. Er setzt sich dort vielfältig ein und investiert viel Zeit auch. Und für mich als Vorstandsvorsitzenden der AG ist er natürlich auch Ansprechpartner. Wir pflegen einen offenen Austausch. Wichtig ist ja dabei, dass man einander vertraut. Und
Insofern ist das etwas, was ihn ausmacht. Ja, im Stadion ist Herbert Hainer auch Fan. Wer ihn beobachtet und insbesondere bei Spielen, wenn es mal nicht so läuft, der sieht, wie er voll bei der Sache ist und wie er aufspringt. Und da erlebt man dann, dass Herbert Hainer ist unglaublich. Der sieht echt nicht aus wie 70. Unglaublich agil. Und wenn man ihn sieht, wie er in seiner Physis präsent ist, dann würde man ihn dann noch eher unter 60 als auf 70 tippen. Insofern wünsche ich ihm jetzt für die neuen und nächsten 10 Jahre Lebensfreude, ganz viele schöne Momente, hoffentlich auch natürlich die Gesundheit, die dafür nötig ist. So, dann kommen wir zum letzten Bild. Das ist 70. Ich vermute, das hängt mit meinem Geburtstag zusammen. Eigentlich muss ich sagen, fällt mir zu der Zahl nicht viel ein. Ich bin weder nachdenklich geworden, noch habe ich irgendwie Angst davor. Das war auch bei all den anderen Geburtstagen nicht. Und insofern lasse ich das auf mich zukommen und am Tag danach geht es wieder weiter und dann fröne ich weiter meiner Leidenschaft, dem Fußball und dem FC Bayern München. Ja, wie ich schon gesagt habe, ist der FC Bayern zu einer zweiten Heimat für mich geworden, weil ich auf der einen Seite ein unheimlicher Fußballfan bin, auf der anderen Seite den Club unheimlich schätze und vor allem die handelnden Personen, die ich mittlerweile seit Jahrzehnten kenne, mit denen ich unheimlich viele Begegnungen hatte, sowohl geschäftlich wie auch privater Natur. Und da gibt es so viele Erinnerungen und so viele schöne Momente, die ich mit dem FC Bayern erlebt habe, auch im Stadion, wenn ich gerade an die Woche in Lissabon 2020 denke, wo wir wirklich, wenn es den Begriff Familie noch nicht gegeben hätte, dann wäre er da erfunden worden. Wir hatten das Glück, mit der Mannschaft im selben Hotel zu wohnen, eine Woche zusammen zu sein, unheimlich tolle Momente. Und das ist unheimlich schön für mich, dass ich da Teil der Bayern-Familie sein kann und da freue ich mich unheimlich und schätze das auch sehr. Ja, Leute, unser Präsident Herbert Hainer. Vielleicht ist er den einen oder anderen ein bisschen sympathischer geworden, mal durch so ein paar Eindrücke und ein paar Aussagen, die er getroffen hat. Ich weiß nicht, warum 2, 3 Sachen so geschnitten waren. Das ist ein bisschen schade. Ob das jetzt 10 Minuten länger gegangen wäre oder nicht, hätte mich persönlich jetzt nicht gestört. Ganz im Gegenteil. Sehr interessante Einblicke, denke ich. Und ja, ich denke, ist auf jeden Fall ein bisschen sympathischer dem einen oder anderen vielleicht geworden, wa? In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.